Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare-Video. Ja Leute, diesmal rund um das Spiel zu Union Berlin. Und bevor wir reingehen, ne, ihr kennt den Spaß. Wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal, findet ihr unter dem Video den Abonnieren-Button. Ist völlig kostenlos auf YouTube und unterstützt damit diesen Kanal. Ja, und damit gehen wir rein in die Kommentare zum Unionsspiel. Sollten ja nicht so viele wilde Kommentare dabei sein, war ja eine klare Nummer. Von daher gehen wir mal rein. GB, Deon braucht immer so einen Push im Spiel, damit er on fire ist. Pavlovic heute wieder überragend gespielt in der Zentrale. Ja, überragend. Pavlovic hat gut gespielt. Ja, überragend war es jetzt nicht. Leon, weiß ich nicht, ob er einen Push braucht, kam auf jeden Fall schwer rein, ja. Banja, okay, gerade gesehen, Tuchel hat die PK abgesagt wahrscheinlich, weil man das Flugzeug nicht verpassen darf. Goretzka hat ein sehr gutes Interview gegeben, aber auch Müller, der seine Leistung sehr gut eingeschätzt hat. Tuchel war auch sehr locker und klar. Jo. The King, super Video wie immer und sehr stark, in welcher Frequenz du hier ablieferst. Geh mit dir mit Zaragoza, wollte etwas zu viel, hat viel probiert, aber endlich mal wieder ein Spieler, der sich oft ins 1:1 traut. Leider dadurch, dass es vielleicht zu krampfhaft war, ein paar Mal den Ball zu weit vorgelegt. Nochmal, das ist ein junger Spieler, der sich noch gewöhnen muss. Potenzial ist da. Bin ich 100% bei dir. Ja, da ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial da und ja, wie ich es da schon sagte, es ist völlig normal, wenn du ein Spieler bist, der seit Wochen ignoriert wird, dass du dann unbedingt dich zeigen willst, ne? Melmonik, nach einigen Unsicherheiten zu Beginn eine richtig solide Leistung. 3 Siege in Folge, fast wie in alten Zeiten. Darf gerne so weitergehen. Union aber tatsächlich auch schwach. Die waren in der zweiten Halbzeit komplett zerfahren, von daher ist der Sieg nicht zu überbewerten. Egal, der Sieg ist gut für die Köpfe und bringt hoffentlich die nötige Sicherheit für die kommenden Wochen und vor allem für die Champions League. Jo. Optimus Prime, zuerst mal hat es heute sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zusammen im Stream zu verfolgen. Außerdem finde ich es einfach so heftig, wie die jungen Spieler Tell, Pavlo diesem Team so gut tun. Warum setzt der Tuchel nicht auf die jungen Hungrigen? Ich werde es nie verstehen. Ja, ich leider auch nicht. Optimus. Also, ich versuch's auch nicht mehr. Ich versuch's nicht mehr. Und freut mich natürlich, dass es im Stream Spaß gemacht hat. Vielleicht wiederholen wir das noch das ein oder andere Mal diese Saison. Mal gucken. GB, Servus und Glück auf. Basti. Hey Kumpel, ich feiere deine direkte Art, die Dinge anzusprechen, ohne großes Drumherum-Gelaber. Außerdem teile ich sehr oft deine Ansicht bezüglich unseres geliebten FC Bayern. Mach weiter so. Ja, dankeschön. Felix, das diesjährige Union Berlin ist wahrlich kein großer Gegner für uns gewesen. Nach dem Spiel muss man sagen, verdient gewonnen, Pflichtaufgabe erfüllt und nach dem Halbfinaleinzug auf der Siegerstraße geblieben. Das Spiel hatte Ausschläge in beide Richtungen, gute Kombinationen, schöne Tore, aber auch wieder teils wilde Konzentrationsfehler einzelner Spieler. Aber wir haben 5:1 gewonnen und befinden uns im Aufwind. Nun heißt es, so weiterzumachen und unser Selbstvertrauen weiter zu stärken, um auch in den wichtigen Spielen gegen Real mental auf Augenhöhe zu sein. 5:1 bei Union, das schafft auch nicht jeder, also ein gelungener Spieltag. Ja, kann man so sagen. Toxic Candy, ordentliche Leistung, obwohl es um die goldene Ananas geht. Auch schön, dass man Kane mal einen Freistoß hat schießen lassen. Ja, wild, ne? Sollte man vielleicht mal öfter probieren. Glückwünsche an euch. Ja, das wäre schön, wenn Herr Kimmich da öfter mal den Ball abgeben würde. Casa, Servus und Glück auf. Aktuell fällt es mir unglaublich schwer, mich über die Leistung zu freuen. Klar, war ein sehr schönes Spiel, klasse Spielzüge und das rotiert wird, finde ich super. Also im Prinzip alles fein, bin aber weit weg davon, irgendwelche Lobeshymnen abhalten zu wollen. Hab mich gefreut, dass Pavlovic wieder auf dem Damm ist und Tell mal wieder gegen den Ball treten durfte. Ja, so sehe ich das ja auch, Casa. Genauso kann man das gut zusammenfassen. Dalion, ich finde es super sympathisch, wie Müller selber im Interview gesagt hat, dass seine Leistung aus den 2 Toren nicht so gut war. Tja. Was soll er auch anders erzählen, wenn die Leistung scheiße ist? Hat ja jeder gesehen vom Fernseher. FC Bayern-Fan vorher war hochverdienter Sieg von uns bis die ersten 20 Minuten, sonst top. Dani, Watch Party war mega, cool, bitte mehr davon. Vielen lieben Dank. Ja, schauen wir mal. Imperium, grundsätzlich stimme ich zu, aber neuer 3-, der auf der Linie souverän war, plus unglaublich stark gegen Gosens Volley war. Daher eine 2, der den finalen Beini vor dem Gegentor kassiert und die Schultern komplett auf Opa abwälzen. Imperium, du kannst gerne anderer Meinung sein, das ist mir völlig wurscht. Refan. Lieblingswort von ihm, wild. Ja, wild. David. Jep, Tuchel, jep, läuft, jep, behalten. Wild.
Ich und mein Holz. Gute Analyse gehe ich so mit. Endlich hat Kane den Freistoß geschossen und viel besser kann man den nicht machen. In England hatte er auch einige Freistoßtore erzielt. Für mich wäre er der Schütze Nummer 1. Ja, für mich auch, außer um den Strafraum herum, wenn da ein Freistoß ist. Okay, will ich mitgehen, ja. Gerard Berger. Davis ist total neben der Spur und ich bin sicher, dass er es nicht mehr hinkriegt in dieser Saison. Was hoffentlich auch die letzte sein wird. Ja, gehe ich mit. Josep. Ja, kann ich nicht lesen, tut mir leid, aber vielen lieben Dank, wenn es was Positives war. Sepper, unterhaltsames Spiel, hat Spaß gemacht zuzusehen. Ein Hoch auf unsere Bayern-Emblem, auf unser Bayern-Emblem. Meme. Ludutsch, Mazraoui war super stark, als er reinkam, hat gleich 2 Bälle erobert. Ja, gut für ihn. Gerard, wenn man sieht, wer gestern auf dem Platz war und wer auf der Bank oder verletzt auf der Tribüne war, muss man doch zugeben, es wäre so viel mehr möglich gewesen mit diesem Kader, wenn man ihn klug benutzt hätte. Aber nein, man gewisse Spieler schwach geredet und andere, die in Form waren, einfach ignoriert. Und da kommen solche Besserwisser, die immer noch behaupten, dass Tuchel der beste Trainer ist und nur weil er jetzt aus seinen Fehlern nach einem Bayern-Jahr gelernt hat. Ja, auch da stimme ich dir vollkommen zu, haben wir oft genug angesprochen und ja. Kurt Lonne, etwas wollte ich jetzt doch noch sagen. Müller hätte nicht die Form gehabt? Was sagt der Tiger? Ich meine jetzt nicht Effenberg, der alte Tiger, als er Uli den Müller anpreiste. Aber er macht Tore, ja. Muss ich mehr sagen? Ich sag dazu nichts. The Reaper Varian hat mir die ersten 20 Minuten wieder angeschaut, also so super schlecht waren Kim und Schupu nicht. Das war eine ganz normale Anfangsphase, die haben ja nichts zugelassen. What's up? Durch Zufall war ich im Stadion. Kumpel ist Unioner, der hatte 2 Karten, sein Bruder ist krank geworden und so war ich da. Perfekte Analyse von dir. Davis war mega schwach, so kam es jedenfalls im Stadion rüber. Gutes Spiel von uns, außer der Beginn. Ja. Zeig mal da. Tiger Chris hatte mir Union stärker erwartet, nach so einem Champions League-Spiel immer schwer gut abzuliefern. 5:1 verdient gewonnen, wenn auch sehr holprig. 3 Punkte und weiter. Ja, wie gesagt, die ersten 20, 30 Minuten vielleicht. Also zweite Halbzeit war schon sehr souverän. Ja. Magic, wo war der schwache Anfang? War ein sehr gutes Spiel. Leider hat Thelma wieder gezeigt, dass er kein Startelf-Spieler ist. Ah, ja. Banja, erst einmal guten Abend. War heute kurz mal Gast im Livestream, beziehungsweise hab das 2:3 mal reingeschaltet. Bin eher der in Ruheschauer. Ja, bin ich auch eher. Sehe heute einiges etwas anders. Ich fand es zum Beispiel Anfang nicht schwach. Man kommt aus einem absoluten Höhepunkt und muss nun gegen Union ran. Union ist ein Team, das ein absoluter Abstiegskampf ist. Und klar haben sie extrem gewehrt. Aber wir haben gut gegengehalten. Nimm zum Beispiel 3 Jahre unter Pep. Wir hätten eigentlich in der Liga in den 3 Jahren auch ohne Niederlage bleiben können. Hatten aber immer am Ende der Saison unsere Niederlagen kassiert. Ich fand das heute sehr seriös. Auch Goretzka habe ich ganz anders gesehen. Ja, er hatte zu Anfang ein paar Fehlpässe, weil er aber diesmal mehr Bälle nach vorne gespielt hat. Aber trotzdem war er stabil. Seine Statistik war extrem gut und in der zweiten Halbzeit war es dann einfach gut. Was ich extrem schade finde und auch ein Punkt gegen Tuchel ist, der Umgang mit den Talenten. Heute kam Zvonarek rein. Ganz ehrlich, hab den schon vergessen. Obwohl er schon gezeigt hat, dass er wirklich Talent hat. Und das hat man heute auch gesehen. In dieser Saison mit dem kleinsten Kader und so vielen Verletzten hat Tuchel es nicht geschafft, paar dieser jungen Talente einzubauen. Auch Saragossa zeigt, dass er Talent hat. Klar war er verkrampft und wollte es extrem. Trotzdem sieht man an seinen Bewegungen und Ideen, dass er ein guter Spieler werden kann. Das Team und Tuchel scheinen einen guten Weg gefunden zu haben und zeigen endlich mal Harmonie. Bin ich weit von entfernt, das Harmonie-Dingen zu sehen, aber ja. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus wie die Wochen davor. Dass du das anders gesehen hast, ist für mich völlig fein. GB haben ja zusammengeguckt, alles gesagt. Kurt Londe, ich hab's nicht gesehen, war heute im Badner Land. 4:3 war auch nicht schlecht. Aber 5:1 gegen Union, das ist gut schon angebracht. In der letzten Saison hätte keiner 5 bei Union untergebracht. Glückwunsch, Sandra Müller, der alte Mann und der Sport. Ja, du kannst aber auch nicht also Unionsfußball auch nicht mit letzter Saison und dieser Saison vergleichen, wa? Rudolf, diesmal kurzweilig und gut, die Trainerstimmen würde ich weglassen. Jui, nur negativ rumgeheult, die kurze Zeit nach oben, das ist doch schon mal ein Fortschritt. Was für ein Ding? Kurze zeigt nach oben. Alter, Berli, gönn dir. Michaelis, hallo, ich bin wirklich zufrieden mit dem Spiel, gute Mannschaftsleistung, das macht Hoffnung für die letzten Spiele. Groß Michael.
Peter Waldbauer hatte erwartet, dass du bei den Toren von uns mehr aus dem Häuschen bist. Wenn man dich nur über Kopfhörer hört, ohne Blickkontakt zum Schirm, kriegt man gar nicht richtig mit, wenn Tore für uns fallen. Ja, was soll ich da aus dem Häuschen sein? Erstmal waren bei fast jedem Tor stand schon vorher im Chat, da war der Kick schon weg. Und ganz ehrlich, wir spielen, um was spielen wir? Um die goldene Ananas, Alter. Was soll ich da aus dem Sattel gehen? Also, Emotionen sind es diese Saison in der Bundesliga wirklich schwierig. Magic, Neuer 2, Kimmich 2, Dyer 2, Kim 3, Davis 1,5, Goretzka 1,5. Davis 1,5 ist ein sehr, sehr wilder Take, aber natürlich seid ihr gegönnt. Pavlovic 2, Schupo 3, Müller 3, Tell 4, Kane 2. Tyrese, Rette nichts nutzt, der vom Fußball so keine Ahnung hat. Jo, tschüssi. Marie, Heavy spielt sein ganzes Leben den mitspielenden Neuner und das macht ihn auch aus. Und stark. Er wäre auch ein Weltklasse-Zehner. Die Flügelspieler müssen in den 16er stoßen, wenn Heavy sich die Bälle im Mittelfeld holt und das Spiel macht. Deshalb wäre es unsinnig von Heavy zu verlangen, im 16er auf Bälle zu warten und ihn seine Stärken zu rauben. Ja, du hast nicht ganz verstanden, worüber ich geredet habe, ist aber auch nicht schlimm. Vielleicht habe ich es auch in dem Video nicht so richtig ausgedrückt. Mir ist das völlig bewusst, was Heavys Stärken sind. Und es ist auch völlig okay, dass er das tut. Aber ein Harry Kane muss auch schlau genug sein, gerade in seinem Alter und mit seiner Erfahrung, wenn er sieht, dass dann keiner in den Strafraum rückt, dass er sich nicht auch noch aus dem Strafraum verpisst. So, ganz einfache Kiste. Ja. Und das hat schon mal besser geklappt, als wie es da geklappt hat. So, das ist, was ich gesagt habe, nicht mehr und nicht weniger. Gut, kommen wir noch zu den Kommentaren aus der PK, weil das waren ja nicht so viele. Gut, London, ja, jetzt hat der Tuchel halt ein Jahr gebraucht, um hier anzukommen. Eigentlich schade, der Neue wird wieder von vorne beginnen. Irgendwie verschenkt man da auch Ressourcen. Ich könnte mir vorstellen, dass man inzwischen weiß, was man aneinander hat und was möglich ist. Der Kader natürlich entsprechend etwas nachgebessert und auch hier die Ressourcen genützt. Naja, hatte nichts sollen sein. Da kann man nichts machen. Sehe ich leider komplett anders. Ja, ein Tuchel wird sich nicht ändern. Tuchel möchte fertige Spieler haben. Tuchel möchte fertige Spieler haben, die er sich aussucht, die verpflichtet werden sollen. Tuchel hat keinen Bock, einen Tell, einen Saragossa oder sonst wen als Talent aufzubauen. Auch ein Pavlovic geht nicht auf Tuchels Kosten. Er wurde dazu gezwungen, ihn aufzustellen, was keine anderen Alternativen mehr gab. Sonst wäre auch ein Pavlovic unter Tuchel hätte sich niemals so entwickelt, wie er sich entwickelt hat. Das passt halt gerade einfach nicht zu den Vorstellungen, die wir haben für die kommenden Jahre. So, wenn Tuchel sich da ändern würde und das machen würde, hätte ich absolut nichts gegen Tuchel. Ja? Aber er ist halt einfach nicht dieser Art Trainer, was völlig okay ist. Grüße von El Salvador FCB Fanclub. Ja. Grüße zurück. Triumph, also ich werde mit dem Tuchel niemals richtig warm werden, aber langsam kriege ich das Gefühl, der nächste Trainer, wer auch immer es wird es nicht viel besser machen. Aha. Warum kriegst du das Gefühl? Wegen dem Tuchel-Interview jetzt, oder was? Frank Lampard, hallo, ich gebe dir recht. Es ist immer die Frage, mit welchen Versprechungen der Tuchel als Trainer angefangen hat. Gruß Frank. Ja, das wissen wir natürlich nicht, ne? Francesco, bevor wir jetzt wieder einen Trainer als C-Lösung für maximal eine Saison verpflichten, wäre es wahrscheinlich sinnvoller, Thomas Tuchel eine weitere Saison Zeit zu geben, um eine Einheit zu bilden. Die letzten Auftritte der Mannschaft gaben zumindest die Hoffnung. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, warum das aus meiner Sicht nicht geht. Ja, auch ein Tell wird nur verlängert haben, weil ein Tuchel aufhört. Ein De Ligt wird seine Abschiedsgedanken beiseite geschoben haben, weil ein Tuchel aufhört. Also. Obwohl er den De Ligt ja mittlerweile spielen lässt. Wer weiß. Warrior. Bravo Thomas, die werden noch vieles bereuen in München. Ja, ganz bestimmt. Wir werden weinen, wenn der Tuchel weg ist. Weinen werden wir. Jahrelang. Wir werden uns in den Schlaf weinen. Woche um Woche. Michaelis. Dass er jetzt die Mannschaft erreicht, ist ja schon, ist schön, aber leider zu spät. Wenn ich die blöden Fragen höre, bekomme ich nur Puls. Was soll der Mist? Wirklich sehr gute Pressekonferenz von Herrn Tuchel. Schönen Sonntag. Gruß, Michael. Jules, ich war ein Tuchel-Fan, bin dann davon abgekommen, aber langsam glaube ich, er ist jetzt im Verein angekommen. Und wenn er sich die Mannschaft so zusammenstellen darf, wie er möchte, würde er richtig erfolgreich werden bei uns. Ja, na klar. Aber das war ja vor der Saison klar. Ja. Und Tuchel will wissen, man weiß auch, wenn man sich Tuchel verpflichtet, dass er ein Trainer ist, der sich eine Mannschaft zusammenstellen will. Aber das ist bei uns halt nicht gegeben. Und deswegen funzt das halt nicht mit der Personalie. Tuchel. Chibi, der weltbeste Trainer wurde gekündigt. Was erlaubst du uns? Taya Chris endlich mal nicht in die Falle der Reporter getappt und die blöden Fragen vernünftig beantwortet. War eine gute PK.
GB, es macht Spaß, neue Gesichter auf dem Platz zu sehen. Das war zum ersten Mal ein angenehmes Interview mit TT. Ja. Vielleicht sollte man das immer in dieser Art machen, als wenn er da in einem Presseraum sitzt. Vielleicht fühlt er sich da nicht wohl oder was weiß ich. Leland, gab es einen Grund, dass es keine PK gab? Dachte, Vereine müssen die machen. Ja, damit man den Flieger nicht verpasst. Und man hat sie ja noch gemacht. Das ist ja alles gut. Barak Joe. Der FC Bayern wirft einen der besten Trainer raus, ohne eine bessere Alternative parat zu haben. Hoeneß macht es ja noch schlechter als Kano Brazzo. Jedenfalls waren die sich bereits mit Tuchel einig, bevor Nagelsmann gefeuert wurde. Kannst du gerne so sehen. Ich denke, das ist schon alles okay. Da wächst noch etwas zusammen, die letzten Spiele. Bisschen spät, hab ein gutes Gefühl für die Realspiele. Ja, das werden wir sehen. Matthias, vielleicht war die Tuchel-Entlassung reine Taktik, um eine Reaktion der Mannschaft herbeizurufen. Tuchel bleibt zum Schluss trotzdem. Das glaube ich nicht. Also das wär wild. Ja. SKD. Tuchel wird so langsam lockerer und ruhiger, sehr gut. Er sollte es noch lernen, die dreckigen Fragen von Journalisten packt mit einem nichtssagenden Redeschwall zu beantworten. Möglichst langatmig und mit vielen Schachtelsätzen, damit sie nicht schneiden können. Das Thema Thomas Müller nervt nur noch. Ich verstehe das auch nicht, warum da jedes Mal ein Fass aufgemacht wird, wenn der nicht spielt. Also. Aber da ist ein Tuchel halt ein bisschen selber schuld mit seinen Aussagen. Jedes Spiel ist ein Müller-Spiel und immer diesen übers Klee loben von Thomas Müller und so weiter. Ja, ich habe es in der letzten PK gesagt, einfach sagen, es ist eine sportliche Entscheidung und gut ist. Und das hat man ja gesehen. Viele fangen an, den Tuchel zu mögen. Ich habe ihn schon vorher gemocht, aber er passt halt einfach nicht zu uns. Denken wir uns an. Ich sage, Emery kommt. Ja. Wenn dem so ist. FS, Servus, grüß dich und hallo. Hallo. FC Bayern Matchen. Kommentar. Kennst du doch, Kommentar. Patrick. Dortmund wird Fünfter und wir knallen sie im Champions League Finale vom Platz. Da kann Dortmund nur hoffen, dass Platz 5 reicht, sonst geht's in die Euroleague. Patrick, Alter, soll das mal deine große Fresse sein lassen. Das ist immer schlecht fürs Karma. Sag ich dir, wie es ist, Alter. Elena, wir brauchen keinen Trainer. Mehrmals erwähnt, Abhang. Wir brauchen keinen Trainer. Wir trainieren uns selber, oder was? Wild. Wäre auf jeden Fall auch mal eine Geschichte. Ja, also diese große Fresse von wegen, wir knallen die im Champions League Finale weg und sowas, sollte man sich vielleicht wirklich sparen. War so, das Karma kickt oft rein und ich möchte nicht hier sitzen und dann gegen den BVB verloren haben, weil irgendwie so eine Birne im Kommentar große Fresse hat. Also schenkt euch sowas bitte hier auf den Kanal. Könnt ihr gerne auf irgendeinen, was weiß ich, Kanal machen, da könnt ihr gerne gegen Dortmund hetzen oder sonst was. Wenn wir das Spiel gewonnen haben, dann könnt ihr gerne danach große Fresse haben. Aber im Vorfeld ist das immer sehr schwierig, sowas. Sollte man sich einfach schenken, hat die Erfahrung gezeigt. Nur ein kleiner Tipp meinerseits. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Das war ein Quickie heute. Aber was gibt's auch zu bereden, wenn in der Bundesliga wir nur noch um die goldene Ananas spielen und ein souveränes Spiel gegen Union gezeigt haben. Ne? Alles fein. Und in diesem Sinne, ja, sehen wir uns hier auf dem Kanal zum Taktikfuchs am Donnerstag wieder. Wie immer, Leute, ne? Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.